Ik bid dat de God van onze Herrn Jesus Christus, de herrliche Vater, junt mocht den Geist von Weisheit und Einsicht geben, der uns einen deuten und persönlichen Einblick in die wahre Erkenntnis von ihm gibt. Wen wie kann den Vater durch den sehen? Jesus läuft die und will die frei machen. Hij heeft die voor een dieren prijs gekauft. En ik bid dat dien hart vom Heiligen Geist opdagen wordt, doordat du de hoopning kannst en schatz, de göttliche Garantie für dich, hij die beroepen heeft. En we groten herrlich dat Richtung oder dat aufgehört ist, dat alle Helden in Christus gekregen haben. En dat je dat begrijpen kan, wo unbegrenzt en wat nicht mitgeht. En wat voor een riesige kracht Gottes in ons is. All die aan hem geloven. Amen. Haben Sie die mal gefragt, wat wirst du schreiben, wenn Sie die früher, dort Jesus ein Gebet schreiben, für Menschen, wat 2000 Jahre von nu? Wat wirst du da für ein Gebet schreiben? Wirst du da schreiben, dass Gott musste den Geist auf diese Generation utschicken? Oder wirst du sagen, schick eine Erwartung en move op een machtjen weg. Oh God, dat en niet denk op deze eerd van jou. Dat is basically wat viele Menschen woord beden, ne? En bij Paulus, der deut in Epheser 1, vers 17, durch 19, dus dat sich Paulus zijn gebed für de Epheser. Dat der Gott von unseren Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, junt mocht den Geist von Weisheit und Einsicht schenken, am beter kennenzulernen. Mocht hij junt de Einsicht geben, am Hort te vernehmen, wie groot de hoopning is, dat hij voor junt ruid heeft, en wie groot en herrlich dat aufgehört is, dat alle Helden an Christus gekregen haben, en dat je begrijpen kan, wat voor een riesige kracht in ons werken laat, die we aan geloven. Kijk den onderscheid hier, wat we voor beden doen en wat Paulus beden doen. Dat gebed, wat hij voor de Epheser beden doen, dat betreft ons van der kracht zu sein, als dat deed. En hij deed niet beden, Gott musste die Person anschieren. Hij bedet, help end, dat te verstaan en te erkennen, wat Gott al gedaan heeft. Wenn du dat einmal verstaan kannst, wat Gott für die gedaan heeft, dat is, wenn wir kan met vertrouwen beten. Jesus gleicht dat, wenn du mit Menschen Dinge taubst oder die Gemeinschaft hast mit Menschen. Aber hij gleicht dir so viel Dollar, als wat du die ever wisch kan verstellen. Du kannst nicht mal mehr die vergleichen mit den Leuten, was Gott für die Menschen hat. Für angleich würde wir vielleicht so beten, Gott, wenn du die Person wisch mehr so sehr gleichen als ich, dann wisch die Dinge da und dann wisch die anschieren. Und dort ist, hij gleicht dir auch viel Dollar, als was wir ever würden kann begreifen. Und dort wurde Erwartung nennt. Das nicht bloß von einem Schlamm Gott, dat hij soll den Heiligen Geist utschaden, nicht, dat hij moet so nieuwe Dinge doen, aber der Erwartung kommt, wenn wir dort erst begreifen kann, was hij gedaan heeft al für uns und wer wir sind in Christus. Und dort ist, wo der Erwartung kommt. Jesus ist daher ab ihr, wie der früher Gott gleich nur den Heiligen Geist utgeben. Als hij getauft wird und hij dus dort so irgendwo darüber kam, dann kam der Heilige Geist auf einem Namen aus der Gestalt von der Dürr. Und als hij die ist ab sich hat, dann wisst hij was von der Kraft und was Gott am gegeben hat. Und hij schlammte gleich nur und hij brauchte bloß für was Gott am gegeben hat. Er hört, was Gott will von ihm. Und dort ist, was eine Erwartung ist. Wenn du weißt, was eine Erwartung ist, dann kick nur das Evangelium, nur Jesus sein Leben, wo er leben deut und was er deut. Und er deut nicht prachten und beten Gott am Dinge. Er deut bloß dort, was der Vater am sieht. Wie uns fehlt eine Erwartung in uns Land hier. Dort ist alles so. Aber dort, wo kommt das? Kommt das mit dem Prachten? Die Erwartung kommt, wenn wir Gott mit dem ganzen Herzen sehen. Und dort anfangen zu glauben,
was er uns gegeben hat und wer wir sind in Christus. Paulus, der bet nicht, dort für nie denk. In der steht, dort in Epheser 1, Vers 15, durch 17, von dann aus ich von jenen Glauben an dem Herrn Jesus hielt und von wo je alle Helden Gott sind, hier ich nicht ab, für ihn zu danken und für ihn zu beten. Das wird er tun. Und was tut er beten? Dort der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, dient mich Wort schenken und nie denk, dort er würde ein Jes utgöten abdient? No, dort Gott dient mich den Jes von Weisheit und Ansicht schenken. Und das für was er beten tut, und dort ist Geld für uns von der auch. Er tut nicht einmal nie denk, Erwartung, wenn er wüsste, was Gott all getan hat. Und dort, was wir an uns haben, wenn wir niegeborene Christen sind, wenn uns Jesus niegeboren ist, dort, was du bist, dort muss rauskommen. Epheser 1, Vers 8 und 9, der sagt, woran er in alle Weisheit und Wahrheit uns die Ehren aufmüht. Kann ihr dort hören, dort sagt, wo er uns die Ehren aufmüht. Er hat dort all. That is a done deal. It is finished. Gott hat uns seinen Geheimnis weiten lassen. Und dort der Teil mit den Helden Jesus. In anderen Worten, der Weisheit und Offenbarung, was Paulus verbeten hat, ist all in jeder einer, was du glauben dat. Dat aber nicht alle weiten dort, was sie kriegen haben. Und dort ist, wir machen bloß den Switch anmerken oder den Radio anmerken, dass wir viel Werk von lernen dort. Das ist der Holy Spirit, der ist da. Das ist da alle right. Wir brauchen bloß das Radio answitchen oder das Phone anmerken, wir wollten das Signal ist da. Und dort ist der große Unterschied. Und dort ist, was wir an uns haben. Wir haben den Helden Jesus, wir haben die Herrlichkeit Gottes da. In uns niegeborenen Jesus, das wo wir da ben haben. Das ist bloß switch wir den an. Und Paulus der bet in den 18. Vers, muss Gott die Ansicht geben, am Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, der er für ihn Reut hat, und wo groß und herrlich dort aufgeht ist. Dort alle Helden in Christus gekriegt haben. Kann ihr dort hier nicht sagt, gekriegt haben. Dort ist something, was all getan ist worden. Dort ist something, was all passiert ist. Das ist nicht something, was noch worden wird. Dort ist all passiert. Du brauchst nicht nur Gott, nur was nie fragen. Wenn du dort bloß verstehen kannst, was er all getan hat, das wird den Unterschied merken. Paulus der bet, dass die Christen möchten Gott besser kennenlernen. Und wo kannst du eine Person besser kennenlernen? Mit der Testimony anhorchen oder ein Buch lesen von dir. Dort wird die halben Weise der Person kennenlernen, aber dort wird nicht, dass du die wirklich kennen kannst. Wenn du eine Person wirklich kennenlernen, dann musst du Zeit spenden mit der Person. Und dort ist dasselbe mit Gott. Wenn du Gott kennenlernen, dann musst du Zeit mit ihm spenden. Die Bibel lesen und Devotions haben, dort ist gut. Dort ist, wo wir wissen, wer Gott ist. Aber wenn wir wirklich haben wollen lernen, dann ist dort Zeit mit spenden. Dort, wo wir wirklich haben, und wir wollen wissen, wer er wirklich ist für uns. Und dort wird ein Unterschied merken in mir und in die. Viele Menschen, die glauben, dass Gott seine Herrlichkeit ist irgendwo weit auf, irgendwo hoch. Dort, wo Gott seine Herrlichkeit ist. Aber Epheser 1, Vers 18, der sagt, dort wo groß und herrlich dort aufgeht ist, dort alle Helden in Christus gekriegt haben. So wenn dort sagt, dort die Christen haben dort all gekriegt, dann meint dort du hast dort all. Du musst vielleicht, wenn du willst im Spiegel gucken, dann siehst du all die Flaws, was dein Körper hat. Und du würdest nicht deutlich sein. Und wenn du willst denken, an deine Umstände, deine Gefallen, dann kann dir das auch nicht deutlich sein. Aber da kannst du bloß durch Gott sein Wort und durch Gott kannst du dort kriegen, dass du Gott seine Herrlichkeit all in die niegeborene Geist ben hast. Das ist nicht in den Körper, aber in den Geist. Ist Gott seine Herrlichkeit ben. Und dort ist
waar we al en Dr. Leaf beke geleerd hebben, switch on your brain en ook the perfect you, dat hij heeft dat met wel ons een lage steed en ons geloten. En dat is für seine Herrlichkeit und für seine Gegenwart, für sein Heiligen Geist. Und wenn wir das nicht mit Fallen tun, dann ist dort mit alle Sorten anderen Gedenken, dort wir das fallen. Und dort wird uns niemals nicht zufriedenstellen, wenn wir dort nicht mit Gott fallen. Wir können dort nicht mit unseren 5 Senses, mit uns Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Fallen und alles, das können wir dort nicht vernehmen, dass Gott seine Herrlichkeit als all en ons niegeborenen Geist, dat können wir dort nicht vernehmen. Und du brauchst dort glauben, dass wir dort glauben, was die Bibel sagt, was Gott sagt, wer wir sind. Und wenn du diese Offenbarung hast, dann kannst du nicht durchschmähen, traurig, Depression haben, dann hast du keine Kraft daran, wenn du weißt, dass die Herrlichkeit Gottes all an die ist und an mir ist. Und wenn wir dus dort an uns mutloset zijn, dann müssen wir dort alle Zeit schmieden, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und bloß an unsere negative Gedanken, in unsere Gefühle, in unsere Umstände, in uns physisches Denken. Aber wenn wir dort erkennen, was er für uns getan hat, wer er ist für uns, und die große Herrlichkeit Gottes in uns ben ist, dort wo wir im Bild von unserer Ewigkeit all kann erfahren. Und dort wie die Ben, wenn wir wollten, dort die Ben uns ist, dann muss die Treue, die Depression, das muss alle verloren. Und dort ist, wo Sieg kommt. Dort wo wir wollten, dort wir Sieger sind durch Christus. Ich bin Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video und Ich wünsche dir Gottes Segen.